Es geht endlich weiter mit Pokémon Legenden CA. Und ich würde sagen, so ich am Ende der letzten Folge angekündigt habe, machen wir doch direkt mit der Hauptstory weiter. Und ansonsten, wir haben die ganzen Wildsektoren gemacht. Es hat so noch 2, 3 Sidequests offen. Aber die können wir gerne auch erst später noch abschließen. Ja, würde man sagen. Rein da. Sito und Michael von Team MC sind eingetroffen. Vielen Dank, dass ihr euch herbemüht habt. Sita, Michael. Ihr habt mich neulich zusammen mit dem Herrn vom Corrosio-Clan aus einer brenzligen Situation gerettet. Ja, kann man durchaus so sagen, okay. Dafür möchte ich euch von Herzen danken. Es tut mir leid, dass ich erst jetzt dazu komme. Die Sache, über die diese Leute lautstark aufgeregt haben, da ist doch nichts dran, oder? Du meinst das Gerücht, dass Quasar für das Erscheinen der wilden Pokémon in der Stadt verantwortlich ist? Das ist selbstverständlich nicht wahr. Die Hologrammtechnologie um die Wildsektoren sorgt dafür, dass wilde Pokémon darin eingefasst sind und keine Gefahr darstellen. Und genau genommen sollten dadurch mögliche Schäden durch Megamanie-Entwicklungen ebenfalls eingedämmt werden. Verstehe. Der Vorfall vor 5 Jahren schadete dem Ruf der Stadt. Er führte dazu, dass zahlreiche Bewohner abwanderten und die mobilen Werte in den Keller fielen. Daraufhin wurde der Stadtentwicklungsplan konzipiert. Doch da dies ein recht riskantes Unterfangen darstellte, fand sich kein Unternehmen, das bereit war, ihn umzusetzen. Schließlich hat sich meine Firma der Sache angenommen. Gemäß dem ursprünglichen Plan stellen wir wilden Pokémon einen Lebensraum zur Verfügung und streben eine Stadt an, in der Menschen und Pokémon koexistieren können. Manche betrachteten dies argwöhnisch als Einmischung von Außenstehenden. Allein wenn zum Trotz sahen wir dieses Projekt als wertvolle Initiative an. Als wir dann im Vorfeld der Reparaturarbeit am Prismaturm Untersuchungen anstellten, stolperten wir über ein paar ungewöhnliche Vorkommnisse. Zum einen strahlt der Prismaturm eine unbekannte Energie aus. Zum anderen messen wir seitdem in ganz Illumina diese rätselhafte Energie, die wir Mega-Essenz nennen. Dazu kommt, dass sich anscheinend parallel zu diesen Vorkommnissen immer mehr wilde Pokémon in der Stadt ansammeln. Und dann ist auch noch das Phänomen der Megamanie-Entwicklung. Sollte es in Illumina zum Alltag werden, würden die Bewohner der Stadt sicher wieder den Rücken kehren. Keine Sorge, Team MC wird das verhindern. Dafür bin ich sehr dankbar. Verzeihung, ich werde woanders gebraucht. Bitte entschuldigen Sie mich. Okay. Dank Vincent habe ich AZ kennengelernt. Und so kam es schließlich dazu, dass wir nun euch von Team MC so viel abverlangen. Es versteht sich doch von selbst, dass wir den Menschen und Pokémon helfen wollen. Das ist doch auch so, oder Michael? Eigentlich wollte ich nur Urlaub machen, aber ja gut, wir tun es für die Zukunft der Stadt. Oder für die Bevölkerung. Okay. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Es ist mir wichtig, eine Stadt zu schaffen, in der Menschen und Pokémon harmonisch zusammenleben können. Deshalb hoffe ich auch weiter auf eure Hilfe. Du kannst auf uns verlassen. Es gibt noch etwas, das mich beschäftigt, Sita. Dürfte ich fragen, woher du diese Jacke hast? Sie haben meine Mutter gehört. Verstehe. Ich habe das Gefühl, sie schon mal irgendwo gesehen zu haben. Bitte sag mir Bescheid, falls du dich erinnerst. Ich suche nämlich nach jemandem in Illumina und das könnte ein Hinweis sein. Also dann, man sieht sich. Einen Moment noch, bitte. Ich habe soeben erneut von hohen Messungen von Mega-Essenz erfahren. Die Details schicke ich euch wie immer. Alles klar, lasst es ruhig uns. Dafür ist Team MC ja da. Frau Präsidentin, ich bin schon super gespannt auf ein Illumina, wo Menschen und Pokémon zusammenleben werden. Michael, Zeit für ein Strategie-Meeting im Hotel. Oh, die nächsten Megamanie-Pokémon, das dürfen wohl die letzten sein, weil ich ja bereits auf Rang B bin. Ein mega schnelles Sortiment, okay. Kann mal angucken, wenn wir schon mal hier sind. Wir haben eh zu wenige Splitter, aber egal. Das sind die Bekannten. Tuadonil ist auch bekannt. So.
Ja. Pixinit. Okay, der war klar, dass der kommt. Irokexonit. Irokexonit, okay. Tandraknit, ja. Brutalandernit, Metagrossnit. Finde ich ein bisschen schräg, dass ich einen Metagrossnit jetzt schon kaufen kann, in Anbetracht dessen, dass wir noch gar keinen Tannhell fangen können. Ich meine, wenn ich hier am Pokédex gucke, was mit Tannhell los ist, dann heißt es einfach irgendwie noch nicht auffindbar, oder? Aber der forscht, der super, was soll das sein? Brutalandernit, ja. Es wird, glaube ich, sowieso sein, dass in den nächsten Folgen immer mal beim Rangcamp vorbeischauen muss online, ne? Weil schon die nächste Season bald durch ist. Es ist unglaublich. Ich komme kaum dazu, das Spiel fortzusetzen. Das zum einen und zum anderen, wenn diese Rangkämpfe halt nur 2 oder 3 Wochen dauern, ist das ein bisschen mühsam. Oder sind es 3 Wochen? 3 oder 4 Wochen? Ne, 4 glaube ich nicht, es sind 3 Wochen, oder? Das ist kein ganzer Monat, aber ist egal. Schaffen wir schon irgendwie. Also, dann würde ich doch mal sagen, ich schneide mal... Nein, ich mache erst das hier, komm. Damit wir zumindest ein bisschen Progress schon mal in dieser Folge haben. Weil das andere, naja, vielleicht klappt es auf Anhieb, vielleicht auch nicht, wir werden es gleich sehen. Die Wohnung sollte gegenüber vom Prismaturm und direkt am Jahreszeitenkanal liegen. Okay, der Prismaturm ist hier. Der Jahreszeitenkanal ist doch hier. Okay, direkt am Liegen. Aber gegenüber dem Prismaturm, ne? Also muss irgendwo hier sein. Beziehungsweise, aus dem Pokéball? Nein. Wenn der jetzt halt da ist, ne? Jetzt frage ich mich zwar... Okay. Ich muss also nicht mit Elisa zusammen hier hingehen, sondern, ja. Der Kanal ist hier, das ist soweit klar. Okay, darüber kann man gar nicht. Meine Terrasse habe ich da oben gesehen. Komme ich da irgendwie relativ einfach hoch? Ganz gleich sehen. Ein Riolu! Ja, hier komme ich hoch. Ob jetzt deswegen hier irgendwo eine Wohnung zu vermieten ist, ich weiß ja nicht. Lass dich überraschen. So, mal ganz kurz gucken. Darüber wollte ich reingehen, ne? Oder? Nee. Am Jahreszeitenkanal, der wäre hier. Der wäre schon mal richtig soweit. Da drüben wäre ein Balkon. Das könnte soweit klappen. Ein Fiaro. Hallo? Anvisieren? Dankeschön. Ganz recht, meine Wenigkeit ist ein verwöhnter Sohn reicher Eltern. Schön für dich. Oh, okay. Ein Resladero. Boah. Dann noch ein Pi hier oben, okay.
Ich müsste irgendwie da rüber mal, ne? Weil das sieht schon so aus. Ich meine, es passt rein von den Angaben, die er gemacht hat. Oh, da kommen wir sogar hin. Verzeihung, Pi. Ja, hier ruckelt's ein wenig. Da kommen wir hin, okay. Machen wir schnell hier die Schraube. Ja. Schwein gehabt. Einmal bunte Schraube zum Mitnehmen, bitte. Volltreffer, Freunde. Legen wir mal einen Prismaturm, ja, aus einem Kanal, für 2 Dachterrassen und Sonnenscheintischen. Perfekt. Wow, was sagt man dazu? Wie gemacht für mich um einen Elisard. Ne, es ist Lage. Es ist nur ein Mauzi-Sprung zum nächsten Pokémon-Center und Café. Vor allem frage ich mich gerade, wo ist hier eine Wohnung? Ich sehe eine Terrasse, aber sehe keine Wohnung. Es gibt nur einen Haken, die Miete. Wenn wir uns die Bude hier gönnen, dann bleibt uns kaum noch Geld für was anderes übrig. Okay, es ist beschlossene Sache. Die Zufriedenheit von Elisard steht für mich an erster Stelle und darum soll es auch die perfekte Wohnung für uns beide sein, egal was sie kostet. Hätten wir wohl, dann wohl beim Sier Royal einen kleinen Mietzuschuss verdienen müssen. Ja, warum nicht? Ein Sonnenstein, ja, der macht Sinn. Damit auch wir ein Elisard bekommen können. Oder könnten. Da frage ich mich doch direkt, warte mal, wenn wir schon mal beim Thema sind, ich muss sowieso meinen Pokédex langsam aber sicher mal komplettieren. Wo haben wir es? Bin sicher schon wieder dran vorbei. Ja, wir schon mal Draco ran. Ach, wo ist denn Elisard bzw. Vor? Ah, doch, hier. Iguana. Ich habe garantiert nicht 2 Iguanas gefangen, ne? So wie ich mich kenne. Ja, dann fangen wir mal ein zweites Nonne, ist nicht so ein Thema. Das geht schon. Ein Sonnenstein für Iguana. Ist auch speziell, ne? Ein Elektro-Pokémon, was kein also was keinen Donnerstein benötigt, sondern einen Sonnenstein zum Entwickeln. Ich find's cool. Das Einzige, was ich immer noch ein bisschen schade finde, ist, dass man Ipsian nach Tara nicht mit einem Mondstein und einem Sonnenstein entwickeln könnte. Ich meine, es wird so gut passen und damals bei Pokémon XD noch, das war sehr lange her, aber damals war es auch so, ne? Weil damals gab es keine Möglichkeit von der Zuneigung innerhalb dem Spiel und damals halt so entwickelt. Mit einem Sonnenstein und einem Mondstein, ne? Wurde dann halt Ipsian und nach Tara daraus. Hat auch funktioniert. So, Elisard im Pokédex. Sehr schön. Ja, Iguana kriege ich ja eigentlich hier in wo war die Zone jetzt? Was, 9? Was, 14? Genau, 14 war es. Höchstsektor 14. Es muss tagsüber sein und sonnig sein, was wir zum Beispiel haben. Ne? Dann finden wir hier eins von denen. Ich kann ja kurz vorbeischauen, ob es noch da ist. Brauchen wir noch einen Stoluni und so? Komm, dann machen wir später dann. Den Index mal komplett angucken, aber wenn ich schon mal dabei bin. Das war der falsche Ball für den Iguana. Oh, hat geklappt. Man, hier würde natürlich ein Hyperball auch so passen. So, dann machen wir es hier anders. Warte mal, wir sind ja schon bei der Box. Dann machen wir es so, ne? Und das Pi. Wo ist denn das andere Pi? Ah, hier. Panzeron dahin. Nach E3, ne? Pi, Pipi und Pixie. Naja.
Das wird schon, Leute. Gut, dann haben wir das gemacht. Jetzt geht's... Oh Gottes Willen, ich kann kaum glauben, dass ich das sage. Das 3-Sterne-Kampfmenü. Ja, ich wag's nochmal, um Gottes Willen. Wie war das? Der fing mit einem Gift-Pokémon an, ne? Giftpflanze, irgendwie sowas war's doch, ne? Ich meine, natürlich Dragoran wird sowieso einen guten Job machen, aber will man Dragon noch aufsparen? Ich fange mit Durengard an und guck mal, ne? Warte mal. Also gerade wirklich die Erklärung 10 Gänge? Hab ich das gerade richtig gelesen? Ach du Scheiße, da war eigentlich doch mal ein stärkeres Team, ne? Hä? Hat Durengard gewählt. So, da kannst du Gift spammen, solange du willst, das bringt nichts. Denn Gift bringt bei einem Stahl-Pokémon überhaupt nichts. Okay. Dein Ernst? Du hast bald erledigt, das ist leider so. Ich meine, die haben zum Glück nur 3 Pokémon. Ja. Theoretisch gut. Gourmet Julius. Was hat der zu bieten? Ein Kamerupt. Ja, da ist natürlich die perfekte Wahl, ne? Durengard. War das der Bodentrainer? Ich muss langsam mal Dragoran einswitchen, ne? Schaden Dragon schon genommen hat. Ja, eigentlich wäre Turtok schon. Ja, da ist der Feuertrainer. Mist. Ja, da ist nicht gut. Ich meine, wie kann man den Pokémon gut trainieren, ne? So ist er nicht. Ja, ist aber genau das, wo ich nicht hin wollte. Natürlich jetzt physische Attacken, ne? Da bringt mir die Offensivweste nicht so viel. Okay. Ja, Rokara ist kein Stahl-Pokémon, das ist fähige Stein. Ich wechsle das immer wieder, tut mir leid dafür. Ich weiß nicht, ich habe bei Rokara da wirklich Probleme. Mist. Natürlich kein Stahl mehr, toll. Genau deswegen. Was macht man da? Ist ja speziell, ne? Es wird Zeit für Mega Power. Pixie, ja. Tragbaum falsch eingesetzt. Ich
meine, jetzt weiß ich wieder, was es ungefähr drauf hat. Ne? Ich meine, ich könnte theoretisch das nächste Mal mit Despota direkt starten. Den ganzen Gift-Pokémon. Dann Turtok beim Feuertrainer. Ja, also aber Eis gegen Eis, da ist. Da will ich doch lieber mit ihm ran. Aber ganz klar, dass er so einen Beulenhelm hat. Ups. Der zieht aber was ab, der Beulenhelm. Da ist ja unglaublich. Auch mit so Statusattacken, ne? Wie Gedankengut und so. Ist ja krass. Ich habe keinen Eisstrahl, ne? Das heißt, es wird dauern. Bis die Attacke durchkommt, aber Gott sei Dank hat du Hafnir mit dem Blutsauger keine Chance gegen unser Mega Frostedie. Der 5. Gang, glaube beim letzten Mal kam er bis zum 6., oder? Gourmet Germain. Wie gemein ist es definitiv. Ja, der garantiert so ein Knirsch oder sowas. Ja, noch schlimmer. Gengar. Ganz schnell, mega. Rigaron. So. Sieht schon cool aus, ne? So ein Mega Rigaron gefällt mir sehr gut. Ich bleib dabei. Sollte ich Legends irgendwann nochmal durchspielen, würde ich, glaube ich, als Starter erst einmal Kanimani nehmen, ne? So Wasser abzudecken, dann als Kanto-Starter Glubanda und als Kalo-Starter dann Igamaru tatsächlich. Ich glaube, das ist auch ein krasses Team. Obwohl ich mit Meganien so sehr zufrieden bin, ne? Also, so ist er nicht. Die Schera, das war eine Feuerattacke. Ich baue sie, da kommt sie. Lucario, ich bleibe gerade dabei. Den habe ich irgendwie kommen sehen, dass er ihn scannen will. Ah, Durengam macht ja auch kaum Schaden, so, ne? Der hat alles kombiniert. Königsschild, Schutzschild. So, kam ich schon mal so weit? Ja, glaub schon, ne? Ja, komm, letztes Mal war hier Schluss. Ich glaube sogar, es war Aerodactyl, wo Schluss war. Direkt Steinkanne drauf. Starmie, also erstens bringt er jetzt auch nichts mehr, ich kriege eh nichts mehr durch. Aber hoffen, dass ich schneller bin, genau. Mist. Ist am Frostedie, ihr könnt mit dem eigenen rein, ihr könnt es aber mit Galagladi versuchen. Auf den Stab hoffen.
Da merkt man halt das Wesen, ne? Hätte ich halt bei Galaglar ein hartes Wesen genommen, statt dem, was war's, ein frohes Wesen, ne? Also besser, dass der Angriff steigt, statt die Initiative. Also wäre hier jetzt, sag ich jetzt mal, besser, ne? Bei dem Spiel. Oh, ein Schäferum, da ist ja, was ich eigentlich brauche. So, Egelsamen dodgen und dann, jetzt muss es schnell gehen. Junge, natürlich Knuddler drauf. Ja, jedes Pokémon-Gefühl einen Knuddler drauf hat. Also man kann sagen, die Pokémon-Level hier sehr gut, ne? Neunter Gang, oh Gottes Willen, ey. Gourmet Morin, war dich raus. Ach du Kacke. Oh Mist. Lange auf dem Mega-Ding geguckt. Der Mega-Barometer, sag jetzt mal. Zum Glück eingefroren. Junge, kommt da mit Steinkante. Ja. Und ich habe Tandrak als Gegner. Ja, das ist natürlich ganz doof. Der Dragometer dauert zu lange. Das hätte nicht passieren sollen, dürfen, wie auch immer. Du hast kein kampffähiges Pokémon mehr. Ja, ich weiß. Okay, Leute. Das war ein netter Versuch. Wir versuchen es in der nächsten Folge nochmal. Ich werde mein Team ein bisschen umstellen, das tatsächlich schon. Vielleicht nehme ich eben auch dann doch wieder einen Wasser-Pokémon mit oder gebe einfach mal Drago eine Wasserattacke. Nö. Ich meine, Orkan ist cool, aber ich sehe nicht, was mir der hier bringt, großartig. Bei dem Kampf und deswegen, wir schauen mal, ne? Weil Turtok kann ich natürlich auch mitnehmen, will ich aber eigentlich noch nicht machen. Andere Variante wäre vielleicht doch ihn hier rausnehmen, Durengard, und dann dafür halt Quatschutsu rein, ne, damit ich ein bisschen Wasser habe. Vor allem auch ein Pokémon, was ein bisschen schneller agieren könnte, ne? Kann auch Mega entwickeln natürlich. Wir machen wir das mal so, ne? Und gucken dann nächste Folge, wie es weitergeht. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.